Schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Mein Name ist Cole Philipp, ich bin Energieberater bei MyEnergy. Und heute Abend gebe ich ein paar Erklärungen über die Elektromobilität. Da unter anderem, wie lädt ihr sein Elektroauto an, welche Subsidien gibt es für die Abladestationen und aber auch für die Elektromobilität selber. Falls ihr an diesem Abend Fragen habt, könnt ihr die während der ganzen Präsentation auf webinar@myenergy.lu schicken. Wir werden dann zum Schluss von der Präsentation auf die Fragen abkommen und ich die beantworten. Wenn ihr selber MyEnergy verhabt, MyEnergy ist eine öffentliche und nationale Struktur, die eine nachhaltige Energiewende unterstützt. Unsere Aktivitäten zielen auf das Reduzieren vom Energieverbrauch, der Förderung von den erneuerbaren Energien, aber auch genauso dem nachhaltigen Bauen, Wohnen und der Mobilität. Heute sehen wir dann ein paar Möglichkeiten, wie man so eine nachhaltige Mobilität durchstellen kann. Das Bild weist die verschiedenen Alternativen, die man hat, für eben eine intelligente Mobilitätskette zu schaffen und damit den CO2-Ausstoß aus dem Alltag zu reduzieren. Für die rechtlich motorisierte Fahrten, den aber nur noch am Alltag zurücklegen muss, ist ein Elektro- oder ein Hybridauto eine effizient und nachhaltige Alternative. Damit kommen wir auf Ziele, die Lützeburg am Bereich Elektromobilität für die nächsten Jahre hat. Und da gibt es ein grosses Ziel. Bis zum Jahr 2030 probiert Lützeburg 49% von seinen Autos oder also von seinen immatrikulierten Autos auf vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid-Autos umzustellen. Am Jahr 2020 goufen die 2500 Elektroautos und 2700 Plug-in-Hybrid-Autos immatrikuliert, was der Prozentsatz von diesen Autos auf über 11% angehoben hat. Gucken wir uns kurz die Entwicklung von den immatrikulierten Autos in Lützeburg über die letzten Jahre an, dann hast du eine steigende Tendenz von den Elektro-, aber auch von den Hybridautos zu sehen. Des Weiteren sehen wir aber einen Rückgang von den Diesel- und Benzingefährern, die angemeldet werden. Das heißt, wir sind am richtigen Weg, für uns Ziele vom Jahr 2030 zu erreichen. Für das ich ein Elektroauto aber auch überall laden kann, gibt es aktuell 800 verschiedene Charge-Abladestationen, die manchmal sogar mehrfach Kabeln zur Verfügung stellen. All das Bornen sind mit einer Chargecard oder mit einer M-Card, wie das Sie kennt, vielleicht schon accessibel und dadurch ganz einfach und simpel benutzbar. Vergleichen wir die Disponibilität von diesen Abladestationen in Europa, da seht ihr, dass wir am Vergleich zu den europäischen Ländern auf der Platz 2 liegen, ganz knapp hinter unseren holländischen Nachbarn, die ein bisschen weit fortliegen. Wir haben hier 31,6 Abladestationen auf 100 Kilometer Straße, was eine extrem hohe Aufdeckung ist, wenn man das gegenüber den anderen europäischen Ländern vergleicht. Das sieht man an der Statistik, die hier erfasst wird von Eurostat. Beantworten wir aber zuallererst mal eine viel wichtige Frage. Wo kann man sein Elektroauto dann überhaupt überall laden? Und du hast natürlich die allererste Platz, wo der laden wird, daheim. Es kann in den Auto in einer sogenannten Wandladestation daheim laden. Falls in eine Photovoltaikanlage hat, kann ihn dazu nutzen, das Auto direkt mit dem produzierten Strom zu tanken. Wir empfehlen in diesem Fall eine intelligente Abladestation, dass da auch immer eine perfekte Nutzung von diesem Strom gemacht wird. Die zweite Platz, wo den Auto dann am Gros wird laden, das wird an dem wir beim Patron sein. Dafür froh denken noch bei Ihrem Patron, ob ihr so Abladestationen hat, ob ihr das könnt benutzen. Und auch an diesem Fall rekommandieren wir euch eine intelligente Abladestation, weil die ermöglicht den individuellen Dekont von allen Autos, die hier getankt haben. Da kommen auf die dritte Platz, hatten wir schon angeschaut, das sind die öffentlichen Abladestationen mit dem Namen Chargi. Da fand eine Karte mit all den Abladestationen, ihrer Leistung und ihrer Disponibilität auf dem Geoportal. Mit einer M-Card oder der Chargecard könnt ihr all diese nationalen Abladestationen benutzen, was es nicht ganz einfach macht, dort zu tanken. Genau wie bei den Abladestationen daheim, wird auch bei der Chargestation immer 100% geringer Strom benutzt. Somit sind wir hier auch ziemlich CO2-neutral. Dann haben wir die vierte Möglichkeit, das Doppeln bei Kollegen.
Falls Dir heierns do net mi genug am Tank owes hut an Dir sieht noch Besuch bei einem Kolleg, da könnt ihr do auch den Adapter benutzen, den der oft beim Ka vom Auto dabei kriegt, fir dann der Haussteckdose den Auto opzulöden. Vergewissert Dich do awer sost ganz wichtig, dass die Steckdose auch Doppellöde von einem Elektroauto unterstützt. Dann haben wir die 5. Möglichkeit, das als Charge Rapid, der sogenannten Schnelllöden. Du findest den aktuell schon auf verschiedenen Raststätten die Schnelllader, wie eine Möglichkeit geben, ein Auto mit einer hohen Leistung in ganz kurzer Zeit abzuladen. Ein Standardwert ist zum Beispiel 80% von der Batterie in 30 Minuten abzuladen. Wenn ihr ein bisschen an den Medien unterwegs war, habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass heute die ersten 2 Fast Charger am Land angeweiht goufen, der Tisch op den öffentlichen Möglichkeiten, op den öffentlichen Plätzen, die Möglichkeit, so eine Fast-Charging-Station zu benutzen, an ihrem Auto extrem schnell abzuladen. Doppeln am Ausland ass man senger Charge-Abonnement auch möglich. Da kann ich verschiedene Upladestationen am Ausland auch benutzen, entweder mit der Charging-Card oder mit einer Applikation am Handy, wo dann in die Konto über die Applikation oder die Karte gemacht wird. Lo kommen wir ein bisschen mehr zu einem technischen Detail von dem ganzen Uploaden. Und zwar haben wir hier 3 verschiedene Niveauen, die definiert werden von den Upload-Leistungen. Da haben wir das Lust-Uploaden, das möchte ich über die Haussteckdose, die wir schon angeschaut haben. Da, wie gesagt, vergewissert ist, dass da die Steckdose das auch unterstützt. Dann haben wir das Beschleunigt-Laden. Das ist an einem Bereich von 3,7 bis 22 Kilowatt. Das ist auch der Bereich, wo dir wahrscheinlich kein Born daheim wird integrieren. Da muss man schon für absurden, mehr wie 11 Kilowatt gehen nicht subventioniert, weil ein Hausanschluss auch nicht viel mehr hier geht. Wenn wir dann schnell gucken, das fängt bei 22 kW an. Und das ist zum Beispiel von den Fast Charges, die heute mitten Kirchbirch angeweiht werden. Geschwindigkeit, mit der ihr uploaden könnt, ist aber nicht nur von der Uploadestation abhängig, mehr auch vom Auto, den der kauft. Das heißt, beim Kauf vom Auto vergewissert ihr euch, dass das Auto auch die Leistung laden kann, die ihr zum Beispiel daheim zur Verfügung stellt. Hier seht ihr dann 2 Beispiele, wie sich die Uploadezeit dann an Abhängigkeit von der Uploadeleistung variiert. Das erste Beispiel weist eine Batterie von 41 Kilowattstunden, was ungefähr 200 Kilometer entspricht, die aber noch 25% Rest hat. Am zweiten Beispiel seht ihr die tägliche Distanz, die Lützeburg zurücklegt, das sind 40 Kilometer, wie lange braucht für das abzuladen. Aber wenn wir hier gucken, da seht ihr, dass über die Nacht mit einem 11 kW Anschluss zum Beispiel ganz einfach ist, 400 bis 600 Kilometer zu laden, wenn das Auto das kann. Da kommen wir zum wirklich technischen Punkt, was sind das für Bornen und welche Stecker haben wir da. Da hat er eben die Möglichkeit, eine Wandladestation zu integrieren. Das ist eine Fix-Solution. Die könnt ihr bauen an der Garage oder auf einem Parkplatz integrieren. Die hat einfach die Möglichkeit, mit einer mehr hohen Leistung wie bei der Haussteckdose zu laden, was dann, wie viel Drogen gewesen, auf eine mehr kurze Ladezeit führt. Eine Wandladestation hat am Allgemeinen den Konnektor Typ 2, also Stecker Typ 2 als Verbindung, was Standardvariante für Elektroautos ist. Der Combo 2, den ist erst beim Fast Charging, wo in den da rumfindet. Wenn ein Auto die Possibilität hat, den Typ 2 zu konnektieren, ist oftmals auch die Möglichkeit, den Combo 2 zu konnektieren, direkt gewährleistet. Die Steckdose daheim, das soll erst die exzeptionelle Lösung sein, für den Auto zu laden, weil das extrem lange Ladezeiten mit sich bringt. Und es muss sich immer nicht vergewissern, dass die Steckdose dafür benutzbar ist, als die richtig angeschlossen haben. Und da sind wir dann noch schon bei dem interessanten Punkt von den Subsidien. Was tun ich dann so gut, wenn ich so eine Upladestation an meinem E-Familienhaus integrieren? So, da haben wir 2 verschiedene Upladestationen, die ich integrieren kann. Fangen wir mit der Born Sample auf Lützeburg, die einfach Upladestation. Bei dieser Station hat er die Möglichkeit, mit einer konstanten Leistung zu laden. Technische Kriterien in diesem Fall sind THB. Und das heißt, der muss die technischen Anforderungen, die der Netzbetreiber ihr gibt, anhalten. Mögliche Subsidien in diesem Fall sind 50% von ihren Kosten, immer hoch TVA, und das ist ein Maximum von 750 €.
Die zweite Möglichkeit, die du daheim hast, das ist die intelligent uploaden. Bei dieser könnt ihr mit einer variabler Leistung uploaden, was auch nicht zu einer variabler Uploadezeit führt. Ein weiterer Vorteil von dieser intelligenten Born ist, dass ihr einen intelligenten Nutzer von eurem eigen produzierten Photovoltaikstrom könnt machen, was natürlich ein extrem interessanter Fall ist, wenn ihr so einen Photovoltaikanlage habt. Hier haben wir auch nicht die technischen Kriterien von dem TAB, das heißt auch nicht, da muss die Kriterien vom Netzbetreiber anhalten, können aber weitere Kriterien dabei. Die Uploadestation muss OCPP-kompatibel sein. OCPP, das ist eine Schnittstelle, die ermöglicht, der Born mit anderen Bornen oder mit dem Smart Counter, den der aktuell daheim hängen hat, zu kommunizieren. In dem Fall kriegt er auch ein mögliches Subsid von 50% von ihren Kosten, nicht hoch TVA geguckt, hier haben wir ein Maximum von 1200 €. Da kommen wir weiter bei Subsidien für das Mehrfamilienhaus. Da haben wir auch nicht zwei verschiedene Varianten. Die erste Variante, die hier subventioniert wird, ist die intelligente Uploadestation. Hier die könnt man eine variable Leistung laden, was dazu führt, dass er auch eine variable Uploadezeit hat. Ein weiterer Vorteil ist das Nutzen vom eigen produzierten Photovoltaikstrom. Hier sind Kriterien, dass der Born muss THB-konform sein, das heißt, der Netzbetreiber aufrufen. Und das Born muss auch nicht OCPP-kompatibel sein, für eben Kommunikation zwischen den verschiedenen Bornen am Haus oder Kommunikation zwischen der Born und ihrem Smart Counter zu gewährleisten. In diesem Fall schwätzen wir nicht von einem Subsid von 50% von ihren Kosten, nicht hoch TVA haben wir geguckt, und das ein Maximum von 1200 €. Da kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, die der hat am Mehrfamilienhaus. Das ist in dem Fall eine integrierte Uploadestation an einem kollektiven System, das von einem intelligenten Lastmanagement gesteuert wird. Vorteil hier sind, die hat nicht die Ladung mit einer variablen Leistung, die möglich ist, was dann eben nicht zu einer variablen Uploadezeit führt. In dem Fall wird das aber von dem intelligenten Managementsystem geregelt. Genau. Ein weiterer Vorteil von diesen Bornen ist auch, dass ihr einen individuellen Dekont machen könnt. Das heißt, ihr müsst nicht immer auf eurer Born tanken, aber ihr könnt einen Dekont machen, den Auto hat so viel diesen Monat insgesamt hier am Haus getankt. Bei der Anlage muss ihr auch nicht THB-konform sein, das heißt, die Netzkriterien vom Netzbetreiber anhalten. Und die Bornen müssen an einem kollektiven Lastmanagementsystem integriert sein. In diesem Fall sprechen wir von einem möglichen Subsid von 50% von ihren Kosten, das mit 1650 € maximal. Wie gesagt, immer hoch TVA wird der Prozentsatz geguckt. Loenker zu den Konditionen, die muss anhalten, wann in dieses Subsid wollt touchieren. Da haben wir das Kaufdatum von der Born, die muss zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2023 liegen. Dieses Subsid ist nicht mehr für Personen Physik zu kriegen. Es muss eine neue Uploadestation sein. Das heißt, es darf keine gebrauchte sein oder Second-Hand-Station. Die Leistung von dieser Born ist maximiert auf 11 Kilowatt und danach muss von einem agréierten Elektriker installiert sein. Parkplatz, um den es sich handelt, wo die Born integriert wird, der muss sich Lützeburgischen Territoire befinden. Und die hat nur einen Parkplatz pro Wohnung oder Geschäft auf einer Adresse verfügbar, für diese Subsid zu kriegen. Das heißt, falls ihr so, wir wollten einen Born an die Garage setzen, an einen Bausen hin, kriegt ihr in dem Fall aber nur einen subventioniert. Dann noch ein letztes Kriterium: die Uploadestation, die da integriert, die darf nicht für kommerzielle Nutzung oder für den Weiterverkauf gedurcht sein. Also da sind wir dann noch schon bei den Subsidien für die Elektromobilität selber angekommen. Und da fängt man am Subsid für den 100%igen Elektroauto. Und der Subsid liegt aktuell bei ganz generösen 8000 €. Das ist wirklich, dass der Wert zuzugreifen. Da gucken wir den zweiten Subsid, das ist der Plug-in-Hybrid-Auto. Da könnt ihr 2500 € im Moment kriegen. Dann haben wir noch den Elektroscooter, und da haben wir wirklich Scooter gemeint, wie ihr sie kennt, von früher, 50 Kubiken, und nicht Trottinetten wie Kickboard oder so. Und in dem Fall kriegt ihr 50% von euren Kosten als Trägerstadt, hoch TVA wie immer, mit einem Maximum von 1000 €.
Da kommen wir noch zum Velo oder zum Elektrovelo. Die zwei gehen heute subventioniert und da kriegt er Subsid von 50% nes hoch TVA bei Velo und das mal Maximum von 600 €. Also auch da ist es extrem interessant, ein Velo zu kaufen. Kommen wir zu Konditionen, die daheim muss anhalten. Das ist erstens mal beim Auto, muss das Auto zwischen dem 11. Mai 2020 und dem 31. März 2021 bestellt gesehen. Beim Velo ist es, dass die Rechnung muss auf spätestens den 31. März geschrieben sein. Beim Auto par contre muss aber auch die Matrikulation bis zu einem gewissen Datum geschieht sein. Das ist in dem Fall den 31. Dezember 2021. Und ganz wichtig, das Auto hat noch nicht dürfen am Ausland angemeldet sein. Auch eine Tageszulassung dürfte noch nicht gemacht sein. Genau. Zu den Subsidien vom Staat gibt es aber auch noch andere Partner, die in dem Fall ein kleines Subsid geben. Dabei handelt es sich erstens um Gemeinden. Da muss auf Seite von ihrer Gemeinde nachfragen, ob ihr Subsid für ein Elektroauto oder für ein Velo oder Elektrovelo. Und die hat auch noch einen weiteren Partner, den ich Subsidien hier im Land anbietet. Und das sind in dem Fall die Stromfournisseuren. Die Stromfournisseuren hier im Land haben auch Subsidieprogramme mittlerweile und du musst auf Seite von ihrem Fournisseur nachfragen, ob sie auch ein Subsid geben, wenn die ich eben so ein nachhaltiges Mobilitätsfahrzeug kaufen. Für das die aber auch das passende Auto für euch auswählt, wenn ihr den Schwur getroffen habt, ein Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Auto zu kaufen, gouf der Carbon Counter vom MIT mit Unterstützung von MyEnergy ausgeschafft. Auf diesem Internetsite könnt ihr eine Bewertung von Elektro-, Hybrid- und konventionellen Autos betrachten. Diese Bewertung ist einerseits auf den CO2-Ausstoß über die Lebenszeit vom Auto geguckt, was eben Produktion und auch die Nutzung vom Auto begreift. Des Weiteren seid ihr aber nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern auch die sämtlich auffallenden Kosten, die ihr habt, pro Kilometer betrachtet, an. Ihr könnt an diesem Programm verschiedene Arten von Auto vergleichen, eben wie gesagt Elektro, Hybrid und konventionell, aber auch ganz viele verschiedene Modelle von allen guten Marken, die wir hier im Land haben. Da kann ich am späteren Fall auch noch eine mehr spezifische Simulation machen, wo ihr dann pro Einzeldonnen angeht und so man da ganz genau auf seine jährliche Distanz oder auf sein fahrischen Auto gesagt, was Spuren ist mal. Kommen wir auf so ein Beispiel zu schwätzen. An diesem Beispiel seht ihr den Vergleich an 4 verschiedenen Elektroautos auf der vertikalen Achse, das ist die heute, das ist die dort, seht ihr den CO2-Ausstoß pro Kilometer von diesen Autos und auf der horizontalen Achse, das ist dann das hier, da seht ihr die auffallenden Kosten pro Kilometer, die der hat. Hier könnt ihr Altmodelle vergleichen, also eben die Welt der Modelle aus, die vergleicht und auf der nächsten Seite weisen ich euch, welchen Detail da auch noch könnt betrachten. Hier ist dann diesen detaillierten Vergleich, den ihr könnt angucken, was eigentlich dann wirklich interessant ist hier runter. Da seht ihr nämlich anhand von den 4 Elektroautos, die wir ausgewählt haben, wie sich den CO2-Ausstoß oder die auffallenden Kosten dann überhaupt zusammensetzen. Wo könnt die Rechnung, wie wird das gemacht? Beim CO2 also zum Beispiel durch die Herstellung vom Auto selber, das heißt Karosserie, Pneuen, der Motor, alles was ihr hier könnt feststellen, aber genauso die Batterie, wo könnt ihr hier, welche Materialien von da verwendet, und aber auch, was der tankt, ob da Strom tankt, Benzin oder Diesel. Des Weiteren hatte ich aber auch schon gesagt, könnt ihr auch die Kosten vergleichen. Da gehen die Kosten pro Kilometer auch nicht vergleichen. Und da geht zum Beispiel die jährliche Steuern, die da muss bezahlen, die Revisionen, und aber auch der Sprit und genauso auch der Kaufpreis vom Auto betrachtet. Dafür, wenn ihr wollt ein bisschen mehr gucken, was ist das passende Auto für mich, ist es ein Hybrid, ist es ein Elektroauto oder auch noch ein konventionellen Diesel- Benziner, geht ein auf carboncounter.lu. Da seht ihr, dass die Elektroautos extrem gut aufschließen. Genau. Auf diesem Bild seht ihr dann auf der rechten Seite, welche spezifische Faktoren du kann anpassen, wie zum Beispiel Tankkosten, die ihr aktuell hat, oder den Spritpreis, den ihr bezahlt, die jährliche Distanz, die ihr fährt mit eurem Auto pro Jahr,
Und da könnt ihr die Simulation eben immer mehr detailliert und eure spezifische Fall anpassen, also man da wirklich gesehen, wie ein Auto geht mich den billigsten über lange Zeit oder mit welchem Auto habe ich den kleinsten CO2-Ausstoß. Ich sage nicht damit merci für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, falls Fragen sind, schreibt uns auf webinar@myenergy.lu. Die könnt aber auch immer auf unseren Internetseite gehen, myenergy.lu. Ihr müsst da durchklicken. Wir haben ganz viele Informationen da schon parat gestellt. Falls das aber auch noch nicht erfragt, melde dich einfach auf unserer Hotline. Da sitzt all eure kompetente Berater, denen ich gerne auf Fragen helfe. Vielmals merci. Merci Philipp für diesen ganz guten und interessanten Vortrag. Ich melde mich aus dem Backoffice, ich bin Gilbert Herto, ich versichere ein bisschen die frohe Session zu moderieren. Ihr seht hier am Bild weiterhin Philipp Koch für Fragen zu beantworten. Des Weiteren aber auch der Fan Faber, sie zwei werden zur Verfügung stehen, für dann Rede und Antwort zu stehen, die Fragen, die rankommen. Wie gesagt, schreibt der Fragen ran auf webinar@myenergy.lu. Ich bin gespannt, was da alles kommen kann. Es sind auch schon ein paar da, die mal da schon können Angriff wollen. Ich denke, ich vorgehen in Richtung von der Sinnhaftigkeit oder von der Effizienz von der Elektromobilität. Ich ging die vielleicht in den Fan richten, wie umweltfreundlich ist das Konzept von der Elektromobilität? Ja, also ich meine, der Philipp hat den Kader ja gesagt, generell was Mobilitätsschwer sind, die wir zuletzt beschuhen. Ich meine, wichtig ist, dass ich nicht ganz an einer Mobilitätschain gesagt, das heißt, dass es immer darum geht, für den Trajet, den ich gerade fehlt, wie der Philipp doch schon für Druck gewiesen hat, zu optimieren. Das ist ganz klar, dass den öffentlichen Transport und natürlich auch Mobilität aktiv der Schwerpunkt sind. Das ist auch klar, dass es Trajekte gibt, gerade auch im ländlichen Raum, wo die individuell motorisierte Mobilität immer noch wichtig ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, gibt verschiedene Motorisationen. Und wenn man sich notamment auch den Carbon Counter.lu anguckt, kann man natürlich gucken, was den Impact von den verschiedenen Motorisationen und noch den verschiedenen Modellen ist. Und da stellt man fest, auch an der Wolle, die für noch kurz gewiesen wird, dass natürlich die Modelle, die mit einem Elektroauto voll elektrischen Motorisation fuhren, insgesamt einen extrem guten Wertbilan auch haben, also auch über den ganzen Cycle de vie. Ich meine, das ist klar, dass natürlich bei der Herstellung von Elektroautos ein Stück weit einen gewissen Surplus an Ressourcen und an Energie an die Autos drangesteckt wird, dass man einen gewissen Notteil sonst mal hier Leben an das Leben rasch starten, mir das aber relativ sehr nur eine entsprechende Kilometrage abholen, anderen eben noch eine ganz lange Lebenszeit haben, sodass sie unter dem Strich vom Bilan hier wirklich einen ganz positiven Impact auch haben. CO2-mäßig, mehr natürlich aber auch gerade im urbanen Raum, als auch Comedy ein Thema, was natürlich auch dann da mal dran könnt. Das heißt, ich meine, muss die Elektromobilität an dem größeren Kader gesehen, mir das den Impact, den ich da gesehen an Notiv wie Carbon Counter.lu, wie gesagt, den erlaubt dann noch die spezifisch Modelle innere Nähen zu vergleichen, für auch du dann entsprechend noch singen Präferenzen singen vorgewöhnlichen, dann noch zu gucken, was schneidet du am besten dann noch auf. Okay, merci Fan. Vielleicht dann Pumi generell frohen. Ich versuche die bisschen heute zu bündeln, wobei ich meine auch einfach, dass du die Einzelfrohen dann nur einander zu gehen. Wie verändern sich steht mit der Elektromobilität? Was möchte man uns steht oder umgekehrt gefragt, wie kriegen wir mehr Elektromobilitätskapazitäten an uns steht daran? Vielleicht doch verbunden damit das Tankstelle von der Zukunft. Ja, für die Tankstelle von der Zukunft, das muss natürlich Zukunft weisen. Das leider ein bisschen natürlich daran, wie die Businessmodell von Tankstellen sich weiterentwickelt. Generell schmengen auch die Leute froh, wie eine Rolle spielt die Elektromobilität im urbanen Raum, auf für allem auch wie kann bei der Charge die Elektromobilität auch da noch weiter gefördert gehen muss an einem größeren Kader vom Mobilitätskonzept gesehen. Natürlich individuell motorisierte Mobilität hat natürlich hier Platz auch am urbanen Raum. Da muss ich natürlich an dem Setting auch gesehen. Wir wollen spezifisch um Klöde geht, da geht es einfach auch darum, dass die Lötmöglichkeiten, die einfach auf den verschiedenen Niveauen bestehen, ob daheim, ob im öffentlichen Raum, Charge ist schon gefallen,
op Niveau auch vom Arbeitgeber, also von den Entreprisen, dass überall do die Levien, die do gëtt, eben noch nutzt für dat Netz, wat man Möglichkeiten von der Recherche hun auch weiter auszubauen. Ich meine, die großen Shift am Paradigmeshift letztendlich an der Charge aus eben, dass man die Elektromobilität nicht mehr so muss unbedingt denken, wie mal früher bis los auf Tankstelle gefahren sind, da waren den Tank beseitelt war mehr, das Löten am Fong vom Elektroauto an den Alltag integriert, immer dann, wenn sich eine Opportunität bietet. Und dann hast du die Frage von der Dauer, insofern auch relativ, weil es eben darum geht, dann noch entsprechend zu integrieren. Kit, das auch heute so, und das wird mich aber so in Zukunft eine große Rolle spielen, dass ein ganz großen Teil von der Charge natürlich daheim geschieht, über Nacht. Und dann natürlich dann auch dementsprechend auch die Vitesse von 11 Kilowatt, das für du noch schon gespart auch durchgeht, für das dann noch mit aufzudecken. Ja, merci dazu. Philipp, wenn ein Elektroauto gekauft hat für 5 Jahre, dann den du schon ein Subsid dafür. Haut sind Subsidium kann en do enke nohaken ass du abs méiglech? Nee, also die hut Subsid pro Auto ze gut, dat techt du hat an dem Fall Äre Subsid für 5 Joer krut, da gëtt all neicht méi, da muss ich leider neue Kafen nach enke an dem Fall. Ja, merci. Schon eng froh Rakit Hummer an Zukunft nach Autoschaulen. Ich meine, die Frau, die geht echt an Richtung von dem autonome Fuhren. Du hast vielleicht mehr sinnvoll, das dort dann als Thema zu holen. Die Elektromobilität heißt ja nicht, dass wir autonom fuhren. Fuhren machen wir an dem Kontext noch immer selber. Das ist da wie ein Automatikfuhren. Wenn man ein Elektroauto fährt, dann ist ein E-Gang getrieben. Der Motor ist eigentlich sozusagen direkt mit der Räder verbunden. Mit Fuhren muss ich selber Gas geben, muss ich selber bremsen und natürlich auch selber reinkeln und auf den Verkehr aufpassen. Ich gucke Renke, was man sos un frohen Hai hun. Ging mal so, ich werden nach ein bisschen auf zusätzlich frohen. Eng froh, die aber nach Hai am Kontext für Ruhegestalt gehen, als das, wie gesagt, aus mit den Äden. Das ist ja so, dass am 31. März die aktuell Äden Moment noch nicht verlängert goufen, gëtt doch schon eng Information dazu, wo ich kann sagen, wie es am 31. März weitergeht. Ja, also das ist effektiv so, dass den aktuellen Regime, den ist für noch gültig bis 1. März, das heißt, den Autos-Festival, der im Moment lebt, den hast du mal da aufgedeckt, das heißt, die Konditionen, die besorgen, dass das Auto bis den 31. März des Jahr muss bestalt gehen, und dass er bis Ende des Jahres dann noch muss immatrikuliert gehen, das was der Gilbert gesagt hat. Also effektiv richtig momentan ass der Regime noch nicht verlängert gin, dat war den dazu Kasoen ass, dass aber Ministersniveau darüber no gedurcht die Eden op engem hegen Niveau weiterzufeieren, mat enger Staffelung, wo aber Kriterien am Detail nach ausgeschafft gin nach kein weitere Detailer, die man zu dem Sujet können so wie gesagt, ein Autosfestival den hast mal aufgedeckt. Merci. Zu der Frau für Drun vom Subsid hatte ich meine nicht froh falsch verstanden will. Den Herr, den froh gestaltet hat, hat nur gehakt, also den schließenden Text so viel. So, wann ein neues Elektroauto kauft, kriegt dann ein Subsid, ob schon sehr 4-5 Jahre schon ein Elektroauto gekauft hat, mit einem Subsid. Ja, an dem Fall gëtt wirklich Subsid pro Auto geguckt, dat heißt, wenn dir Demo-Subsid für den Auto kriegt, an der kauft dir nach ein neuen Elektroauto und anderen, da kriegt er für den nächste Subsid. Was auch interessant ist, die Subside gëtt auch am Leasing, das heißt, falls er mehr Fan sieht vom Leasing von einem Auto, da kriegt oftmals der Garagist zwar das Subsid, mehr zieht ihr schon auf ihre Kasten auf. Das heißt, auch an dem Fall gëtt immer den Auto betrachtet und nicht die Person, wo das Subsid kriegt. Okay, merci. Dann eng froh zu den Subsiden von den Bornen. Ich weiß einfach schon, ich soll ihn aber ehrlich sein, noch ein die beantworten. Wenn in am August 2019 ein Born installiert, gut, und du gehst nach kein Subsid, zu dem Zeitpunkt kann ich da notwendig das Subsid aufrufen. Ne, also leider nicht. Da sind Daten, habe ich eben gesagt, die zwei Daten, wo ich muss draufhalten. Da fällt jemand dem Datum nicht dran. In dem Fall, der mal lädt, der fällt einfach, ja, nicht an Kriterien. In dem Moment können das auch nicht subventioniert kriegen. Ja, vielleicht kann ich die Daten kurz wiederholen. Du hast es schon gesagt, also dass der Nachschaff von der Boni muss stattfinden zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2023. Voilà. Das ist an dem heute Fall leider Gottes dann so.
Ja, okay. Da sind wir da bei den Subsidien von den Lötstationen, dass jo so dass doch Mobillötstationen gehen. Hast du etwas gesehen vom Subsid hier? Nee, also mobile Lötstationen sind am Moment nicht aufgedeckt. Ich meine, das geht aus den Konditionen effektiv auch für den Philipp du noch vorgestellt hat. Die Idee ist, der 100 dem Mesureprogramm ist, dass am Anfang eine Festinfrastruktur, eine dauerhafte Infrastruktur, Lötinfrastruktur soll kofinanziert gehen private Niveau, das voll von dem Grund wie weiter so an den anderen das natürlich auch von den Bestimmungen letztendlich die den Philipp auch schon genannt hat, also von den THB, von den technischen Anschlussbedingungen von der Gestionär der Resoen, wo es darum geht, dass natürlich auch sicherheitsspezifisch auch Normen do auch können angehalten gehen. An voilà, de Mix erst in den zwei Elemente fair eben dazu, dass gesagt wird man an dem heute Regime sind eben just dann fest installiert Möglichkeiten dann noch kofinanzierbar. Was nicht heißt, dass die Mobilen nicht kann nutzen. Ich meine, das sieht natürlich nicht aus, dass für Subventionsreglement das verbietet nicht. Mehr auch wenn das benutzt, dann das auch für die Ruhe gedeiht gehen, dann ist es wirklich wichtig, dass die Installation, die Elektroinstallation, die da daheim hat oder wo auch immer da noch die Mobillesung da genutzt wird, dass der entsprechend doch dafür ausgerichtet ist, weil auch für allem auch bei dauerhaften Löden mit den mobilen Solutionen können wirklich Probleme dann noch mit der Installation noch entstehen. Okay, merci dafür. Vielleicht ein bisschen Reklam da noch an Egener Sache, als den Webinar, den wir heute Abend gemacht haben, und die kann in der Ball verloren nachher die Idee noch gucken. Das findet ihr alles an den nächsten Tage auf unserem Meinergy-Site, meinergy.lu, gerade so wie auch an unserer YouTube-Channel. Voilà, ich gesinn im Moment kein weiter froh, wann da noch gegen rankommen, beziehungsweise wann da noch etwas wäre, was kennt beantwortet gehen an den nächsten Tag. Da gegen Fall all die Fragen, die noch nicht beantwortet sind, dann noch per Mail nach Unisch die jeweilige Adresse hatten adressieren. Das wird man Fall nachmachen. Ich gesehen als ganz rein froh rankommen. Gibt den Lust für Wallboxen, die subsidiiert gehen. Am Moment geht es kein so Englisch. Wir schaffen aber als Manager im Moment unenger Approche, die bei diesem Site wird veröffentlicht gehen, wo man eben ein Guidance gehen von denen habt, Wallboxen, die im Marché sind, für sie zu charakterisieren. Natürlich, dass sie sich selber ein Bild machen, was tun die für Funktionen und dementsprechend auch für von den Wallboxen sind da noch oder können dann noch eligibel sein. Ich meine, den Konditionen sind für dort noch natürlich deutlich gemacht gehen, die hängen nicht nur vom Schwab von der Hardware auf, das ist von der Wallbox selber, aber natürlich auch von der fachmännischen Installation von der Wallbox durch einen Elektriker, respektive dann noch die Preskriptionen, die ja noch von den Gestionär der Resoen gemacht gehen. Da ist aber nicht die Preskriptionen, da so nicht, wo sich muss groß beunruhigen oder wo sich selber mit am Detail damit beschäftigen. Ich meine, das ist etwas, was den Elektriker beherrscht. Und du wenn das auch die Summe aber mit dem Elektriker auch wichtig. Weil das ist eine Solution, die wir schaffen, die aber auch in nächster Zeit bei diesem Site dann noch veröffentlicht gehen. Gut, merci vielmals dafür. Ich gesehen im Moment kein weiter Frohen an der Pipe. Ich ging dafür so, merci Philipp, merci Fan. Merci alle Guten, die da heute Abend mit dabei waren, für uns nur zu lauschen und nur zu gucken, an das Thema mit zu genießen. Wir fanden dann ganz spannendes, passionantes Thema und hoffen, ich weiter geholfen zu haben an der Sache. Ich wünsche euch einen schönen Abend, aber bis die nächste Kehr. Adi, schönen Abend.